So, hallo, heute grüße ich euch aus Mundelsheim. Schaut mal, was für ein wunderschönes Fachwerkhaus hier ist. So toll verziert, das hat man auch nicht oft. Jedes kleine Gefach ist mit einem floralen Motiv dekoriert. Das wunderschöne Fachwerkhaus war früher das Wohnhaus des Stiftsschaffners des adeligen Damenstifts in Oberstenfeld. Die hatten hier in Mundelsheim Besitz. Und ich will heute ins Museum in der Stiftsscheuer. Weinbau, Küfer und Wagner-Handwerk. Schauen wir mal rein. Oh, sehr schön. Ein riesiger Kelterbaum ist hier zu bestaunen. Und hier hinten, höre ich schon, ist eine Führung im Gange. Spickeln wir mal rein. Hier im Weinbaumuseum sehen wir also alles, was mit dem Weinbau zu tun hat. Und alles, was auch früher im Keller war. Auch zum Beispiel Sauerkrautstanden mit dem Stampfer und die Brothange. Die Brothange, die hing immer von der Decke runter, damit die Mäuse nicht an die Brotlaibe konnten. Und hier ist ganz liebevoll ein kleiner Weinberg angelegt. Die Abschnitte hat man als Rebenbüschele im Backhaus verwendet. Und mit den Kraxen musste man Mist als Dung in den Wengert reintragen. Die Steintrage wurde gebraucht, wenn man im Winter die Mauern ausbessern musste. Das ist der Wagen, den man mit rausgenommen hat in den Wengert zum Herbsten, also zur Weinlese. Das hier ist also der Butten, den man füllt mit den Trauben aus dem Leseimer, damit sie transportiert werden in die Bütte. Und in der Bütte, da wurde der Wein erstmal für die Maischegärung angesetzt. Man hat die Trauben durch die Raspel gelassen. Und nach der Maischestandzeit wurde der Wein in die Presse gefüllt. Was schon von alleine rausgelaufen ist, wurde gleich aufgefangen und dann wurde angefangen, vorsichtig zu pressen. So viel für heute aus dem Weinbaumuseum in Mundelsheim. Absolut einen Besuch wert. Freut euch, wenn ihr hierher kommt. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat so ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.